Willkommen zurück zu unserer Tierlist vom Copcast. Ich bin der Simon und sitze hier mit dem Reto und jetzt sind wir im zweiten Teil. Und ich denke, wir machen einfach gerade weiter. Genau, Schaltet. ohne grosses Intro. Wir sind letztes Mal bis zum Buchstaben E gekommen. Wir haben mit der EVE Online aufgehört und machen weiter mit einem Spiel, das heisst Factorio. Und du weißt mehr über das Spiel als ich. Ja, ich habe es glaube ich ein bisschen länger gespielt als du. Wir haben es aber lange auch zusammen gespielt, also wir haben es schon oft zusammen gespielt. Also ich Es bin ist eigentlich ein klassisches Factory-Game. Es geht darum, eine möglichst effiziente Fabrik zu machen, wo im Verlauf des Spiels immer komplexere Gegenstände aus mehr Rohmaterial und mit mehr Zwischenschritt herstellt. Und man muss das alles automatisieren. Es geht darum, alles zu automatisieren. Mit Förderbändern und Maschinen und so Greifarm. Zeug. Das Ganze in einer Top-Down 2D-Welt. Ja. Sehr, sehr grosses Suchtpotenzial, das Spiel. Weil man will immer noch das noch und jetzt noch das noch. Optimieren. Genau. Also die Maschine muss noch besser laufen. Es hat auch sehr viel mit Logik zu tun, oder? Mit Genau. irgendwie Problemlösung. Ja. Mit Rechnen. Also man muss irgendwie die Durchflüsse können ausrechnen. Also wenn von dem grünen Teil 80 pro Minute rauskommen und ich brauche, um das rote Teil zu bauen, 3 von dem grünen und 5 von dem blauen, dann muss es irgendwie aufgehen, dass die richtige Anzahl grüne und blaue Teile zu dieser Maschine herkommt, die rote Teile produziert aus grünen und blauen. Ja, das muss dann alles stimmen. Wirklich Wenn man sehr das optimieren. grosses Suchtpotenzial. Ich glaube, ich habe 41 Stunden gespielt. Reden wahrscheinlich mehr, oder? Ich etwa 100. 100? Einiges mehr. Ja, irgendwann habe ich einfach abgehängt. Also das Spiel, ich finde es mega cool. Es ist wirklich... magst du dich erinnern, wo wir am Anfang alles auf einem einzigen Förderband hatten? Ja, wie naiv wir sind, wie naiv. Es ist echt Alle lustig. Materialien auf einem Ja, Förderband. es ist echt lustig, also das irgendwie zu lernen und sich anzueignen, wie das man das am besten machen kann und so. Und irgendwann habe ich einfach ein bisschen abgehängt, weil all die Gegnerhorden immer wieder gekommen sind und Sachen kaputt gemacht haben. Wir müssen einen Laser Vielleicht bringen. müssen wir auch das Spiel wieder mal führen nehmen, weil man kann die Gegnerhorde einfach ausstellen und ich würde auch behaupten, das macht das Spiel so viel besser, wenn man sich nicht muss darum kümmern muss, dass irgendwelche Gegner einmal angreifen. Dann kann man sich den ganzen Ja. Verteidigungstürm, Waffen, das kann man sich einfach schenken. Das muss auch gar nicht sein und man muss seine Fabrik auch nicht einrahmen mit Mauern und weiss ich was. Sondern man kann dann einfach chillig Fabriken bauen, was eigentlich schon Genug mehr als ist. genug Es braucht die interessant Gegner ist. Das ist wirklich wirklich genug. nicht. Du kannst also Zeug bauen und so. Es ist ja mega. Gut, Ja. ich weiß auch nicht, irgendwann ich hatte wie so das Gefühl gehabt, manchmal, ich, ich blicke nicht mehr ganz durch und du blickst durch und ich mache da irgendwie. Ich habe bei immer nur den Gegnern nachgesäckelt, um zu schauen, dass das funktioniert. Ja, eben, Und dann bin aber ich das ist irgendwie einfach so. blöd, oder? Also das muss Ja. nicht sein. Weil Ja. da kann man sich durch die Gegner kann man sich auch nicht Zeit nehmen, um mal etwas versuchen zuerst zu verstehen, sondern man muss dann immer gerade wieder säckeln, weil Du musst man wird immer wieder irgendwo reagieren. angegriffen und voll mühsam. Ja, also, ja, voll. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ohne Gegner dort das Problem gelöst wäre, ob ich dann noch länger bei Stangen würde bleiben. Also ich würde es gerne mal wieder probieren, ja. Also ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich hört bei mir irgendwann einfach die Dings auf. Gut, wir haben es nicht geschafft, es gibt ja das Ziel beim Spiel. Das Man sollte muss schon noch Raketen mal, starten, ja, das ist das Ziel. genau, ja. Das könnte man sich schon mal in Angriff Ja, nehmen, das zu ja, erreichen. das könnte man wirklich machen, ja. Ja, also ich habe es jetzt mal bei Fantastisch oberst oben an da. Ist das ja, schau. Oberst oben. Also fantastisch durchaus, es ist ein fantastisches Spiel. Gehört es zu oberst rauf? Ich Ja. hätte es so zwischen Baldur's Gate und Divinity reingemacht, irgendwo dort. Schon, da. Ja. Besser als Divinity. Ja, gut, das ist fair, ja. Ich hätte es auch nicht so hoch, persönlich würde ich es auch nicht so hoch rein tun. Schön, dass du für mich mitdenkst und mir so ein bisschen abzieht. Ja. Ja, ich finde, das ist also wirklich, wer das. Und vielleicht muss man noch sagen, sich nicht von der Grafik abschrecken oder irgendwie ein Logo und so. Das hat mich irgendwie am Anfang ein bisschen, was ist das? Es ist so irgendwie so, es wirkt so dreckig, so industriell und so, aber eigentlich ist es recht
anmächerlich. Also es ist halt so industriell. Es ist so das Feeling von dem. Mhm. Aber es macht Spaß. Es ist nicht irgendwie, ja, es ist sehr liebevoll gemacht, alles. Also ich weiß nicht, ich glaube, es sind auch nicht so viele, die das machen. Auch wieder nur so eine Einzel-One-Man-Show oder so. Ich Oder ein weiss auch gar nicht, kleines Team. wer Dann da immer wieder da dahinter updaten und steckt. so. Also fürs Geld, was Also kostet, es ist ist das. inzwischen auch damals, wo wir es gespielt haben, ist es by the way noch Early Access gewesen. Mhm. Und es ist jetzt Ja. inzwischen ist es released worden. Ah, okay, ja. Aber es ist auch ewig lang Early Access gewesen. Also sie haben es Ja. mega lang einfach quasi so einer Ja, es ist, Beta benannten Stadium. Irgendwie. Sie haben mega lang das noch in der Beta behalten. es ist 2017 ins Early Access gekommen. Und in dem Fall Ja. das Jahr ist es voll released worden. Ja. Ja. Ja, also das ist sehr empfehlenswert, ja. Cool. Gut. Und zum nächsten. Feria. Faeria. Faeria. Feria. Feri. Sag dir das am Feri mal. äh, Faeria, sag du etwas dazu. Ich äh, glaube, dich interessiert das mehr als mich. dich interessiert das nicht, oder was? Ja, also Faeria ist so eine Mischung zwischen Kartenspiel und Schach. Also so ist es zumindest angepriesen worden. 2017, wo das rausgekommen ist. Es ist so, du bist so auf einem Feld und du hast Karten in der Hand und du kannst die Karten legen und mit diesen Karten tust du wie Figuren aufs Feld legen, die dann nachher bestimmte Lebenspunkte haben, Angriffspunkte, und dann kannst du sie durchs Feld durchschieben. Und es hat auch eine interessante Art, wie du Mana kannst generieren. Das machst du, indem du wie so Länder oder so Wüsten oder Bäume oder so auf die Karte setzt. Und je mehr diesen Feldern, dass du im Besitz hast, desto mehr Mana kommst du über. Und es ist eigentlich ein recht cooles Prinzip, eigentlich auf PvP angelegt. Es hat auch PvE-Element, also dass man das Zweite gegen einen Boss kämpft. Das haben wir auch mal hin und wieder ein bisschen probiert, also ich habe es mit dem Reto probiert, aber irgendwann ist schon das Interesse ein bisschen geschwunden. Es ist halt PvE und ja, es ist schade, dass das Spiel gestorben ist. Wirklich schade. Genau, das ist vielleicht der Punkt, oder? Also das Spiel ist echt gut. Es hat zwar im letzten Jahr, im August, mal noch so eine Konsole-PC-Crossplay-Update gegeben. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch wieder mal etwas geholfen hat, aber Ja, ich glaub, eigentlich spielt niemand mehr das Spiel. Ich glaube, es ist auf der Switch rausgekommen. Und ja. Das ist möglich. Ja, auf der Xbox und auf der Switch, genau. Ja, also es ist so ein bisschen, von der Idee her gut. Also die das gemacht haben, die haben jetzt Roguebook rausgegeben, meinte ich. Genau. Das ist jetzt vor Ich habe das kurzem. Backed auf Kickstarter, aber ich habe irgendwie es verpasst, den Key überzukommen für das eigentliche Spiel, weil das ist jetzt auch released worden. Ja, genau. Aber ja, wir schweifen wieder ab. Ja gut, ist das Next oder was? Next. Ja, es ist einfach Next, weil du kannst es irgendwie nicht mehr spielen. Ja, gut, oder? aber das Also, PvE-Element, das ist immer noch da. Das kann man machen, also das ist nicht unabhängig von dem. Aber auch das tue nicht so, ich würde das das ist Next. Ja, also wo würdest du das hier eintragen? Ich finde es einfach von der Ästhetik her, finde ich es schön. Ich das mal da recht, wenn ich... Also, einverstanden. Okay, gut. Dann nachher For the King. For the King. Haben wir For the King. 20 Stunden habe ich es gespielt, du hast es mehr gespielt, mit einem Kollegen noch zusammen, gell? Genau, doppelt so viel. Da gibt es eine Anekdote zu dem Spiel. Ja, müssen wir die aufgreifen? Das ist ja schnell vertellt. Wir haben das gespielt und ich habe es der Host, der Simon war der Host gewesen, auf seinem alten Mac. Er hat früher einen Mac gehabt, hat mit dem gamet, versucht zu gamen. Versucht, also hey. Ja, ja, also wir hören jetzt gerade, warum das ein bestenfalls ein Versuch war. Machen wir das nicht wir haben For the King gespielt, der Simon macht ein neues Spiel und ist demzufolge nachher der Host. Und es ist einfach alles langsam, wirklich mega langsam gelaufen. Es war zwar flüssig gewesen, glaube, aber einfach wirklich langsam. Und wir haben das aber 5-6 Stunden lang so gespielt. Also wirklich viel zu lang, mega lang. Und es ist null vorwärts gegangen. Also alle Bewegungen von allen Figuren sind in Slow Motion gewesen. Und das hat das Spiel so dermaßen die Länge gezogen. Und trotzdem haben wir es 5-6 Stunden lang das dritte gespielt. Und danke für die Illustration, ja, etwa so. etwa so. Bis wir herausgefunden haben, dass wenn ich das Spiel starte und hoste, dass alles wirklich richtig zackig und flüssig läuft und es ein angenehmes Gameplay hat und
Nein, ich habe doch die Grafikeinstellungen verändert und das ist gegangen. Oder hast du Oder gehostet? Ich weiß so. nicht mehr. Ja, aber irgendetwas Ja, auf mega jeden Fall irgendetwas Dummes. haben wir geändert und es ist dann Es wirklich, ist, haben wir dann Spiele noch so können spielen, wie es auch gedacht war, ja. nämlich nicht in Super Slow Motion. Ja. Und es ist so wie ein Brettspiel. Du bist mit einer Gruppe unterwegs, du hast dich aufleveln, suchst Gegenstände, am Schluss musst du, glaube ich, einen Boss töten. Das ist eigentlich das Ziel des Spiels. Und du spielst so ein Mhm. bisschen gegen die Zeit. Nach einer gewissen Anzahl Runden werden die Felder böse und du darfst nicht mehr drauf. Es kann mit Vulkan führen, glaube ich, Es oder kommt da so. Flüche, ja. Es kommt da alle 5 Ja. oder 10 Runden kommt Und ein neuer Fluch. es ist eigentlich ein mega cooles Spiel. Es ist Also, echt ein cooles Spiel. Also ja, der Fakt, dass wir 6 Stunden lang bei eigentlich unsäglichen Bedingungen gespielt haben, spricht für sich. ich würde sagen, das ist okay und besser als Card Hunter. Ja. Es ist auch so vergleichbar mit Card Hunter, würde ich sagen. Mhm. Ja, es ist etwas so Es ist gleich, auch, Dings du bist irgendwie zu dritt unterwegs, du Brettspielmäßig. kannst irgendwie neue Ja. Gegenstände Vielleicht ist es auch holen. noch ein bisschen tiefgründiger als Card Hunter. Ja gut, zwar, das kann man nicht sagen, es ist etwa beides. Kommt ein bisschen auf eine andere Art kommt die Ja. Komplexität rein. Ja, das ist Aber auf jeden Fall ein cooles Spiel. Also wenn ihr mal einfach so auch casual das Gefühl habt mit jemandem, ich würde gerne ein Spiel spielen, dann probiert das mal aus. Ja, voll. Genau. Das nächste Generation Zero. Das haben wir vor kurzem mal angespielt. Ist Haben es wir auch so ein Let's First. Play gemacht, nicht? Haben wir nicht? Ja, nein, also Oder haben wir das live nur. gestreamt? Wir haben das Haben wir live das. gestreamt, glaube Aha, ich. Oder das kann sein. versucht und Ja, wir haben es irgendwie, ich habe es vergessen aufzunehmen. ja, ich glaube, es ist wirklich, ich glaube, es gibt kein Video zu dem. Vielleicht machen wir dann nochmal Okay. einen Scheiß. Also wir haben es eigentlich ich habe Mhm. es erst 2 Stunden gespielt. Und es ist so ein First-Person-Shooter, PvE, wo man durch eine Welt, so eine postapokalyptische Welt läuft, wo Roboter das Unwesen treiben. Und man muss gegen die kämpfen und exploren. Es ist so ein bisschen, ja, vielleicht, es erinnert mich ein bisschen an DayZ. So ein bisschen es ist so ein bisschen grau in grau. Es ist so, dort sind es halt Zombies und hier sind sie Robot. Roboter. Und es ist nicht PvP, es hat keine PvP-Elemente. Und ja, also vielleicht haben wir es noch ein bisschen zu wenig gespielt, um es einordnen. Ich weiß es nicht. Ich würde mal so auf den ersten Blick sagen, so, die Spielidee ist sehr nett. Also das Ganze, die ganze ja, die Aufmachung vom Game, um was es geht, die Mechaniken, das ist alles cool. Es hat, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man es länger spielt, dass es so ein bisschen wenig Tiefgang hat. Da habe ich ein bisschen Befürchtung. Ja, dass es langweilig wird einfach. Also Ja, immer wieder ein dass bisschen man das wie halt dann halt ein Gleiche. bisschen explored und man findet halt mal Ja. wieder eine Waffe und man trifft mal wieder auf einen Roboter. Mhm. Kann ich mir Das auch haben wir dann irgendwann mal vorstellen. gesehen. Also es Ja. hat bis jetzt noch nicht Anzeichen gegeben, dass es so mega tiefgründige Elemente noch gibt mit einer Story, wo man irgendwie dann einem mega fesselt. Sondern es ist mehr so ein bisschen, du findest irgendwo ein Dokument, also gang doch mal auf den und den Punkt auf der Map schauen, ob du noch irgendetwas findest. Und dann Ja, es ist so ein gibt es bisschen. wieder eine andere Story, die einem wieder irgendwo her schickt, aber es ist wie so ein bisschen, ja, wieso genau muss ich jetzt dort hin? Es Ich ist muss so ein einfach dort hin, weil bisschen auf der Karte das eingezeichnet ist, ja. dahinplätschernd. Aber das finde ich Ja. nicht nur schlecht. Es ist eigentlich auch ein bisschen okay. Ist so. Also, weil man einfach Oh. auch ein bisschen erkunden und so. Und für mich ist Es einfach ist sehr entspannt. der Erfrischende war, es gibt keine Gegner, also keine menschlichen Gegner auf der Map. Das ist, aber ob das längert, um das jetzt irgendwie auf ein Podest zu heben, das ist die andere Frage. Ja, also ich würde es sicher nochmal noch mal ein bisschen weiterspielen und so. Ich glaube, wegen dem kommt es in die Aber ja, ich OK-Kategorie, würde auch oder? sagen, Vielleicht aber in der jetzt auch unteren nicht zu Gefilde von der hoch. Ja. OK-Kategorie. Vielleicht sogar da tun. Ja, hat jetzt auch gesagt. Ja, gut. Ich finde es gut, wenn man Ja. jetzt so wie eine Glocke. Es kommt Mhm. langsam sieht man die Glocke Mhm. vor muss es Das haben. macht ja auch Sinn. Es sind wenige Spiele Genau. wirklich einfach nur Kacke und es sind wenige Genau. Spiele wirklich fantastisch. Das ist... Ja, das ist doch super. Und das nächste Spiel, Gloomhaven, ist eins, das in den oberen Regionen wird auftauchen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe es bisher 65 Stunden lang gespielt. Du wahrscheinlich etwa gleich viel, nehme ich 80, jetzt ja. mal an. 60, okay. Ja, ich habe es ein bisschen vorgespielt mal, zum checken, was es geht. Es ist Early Access im Moment. Es wird Ende 2021 voll released werden. Aber es fühlt sich eigentlich nicht wie Early Access an, zumindest jetzt nicht mehr. Es ist eigentlich voll Ja. funktionsfähig. Obwohl man schon gemerkt hat, dass sie so Quality of Life Verbesserungen gemacht haben. Ja. Bei gewissen, auch vor allem grafischen GUI-Elementen. Ja, und es ist auch Ähm, weniger verpackt und so. Also früher ist man noch mehr rausgefallen und so. Es hat Genau, es sich hat ein bisschen Abstürze verbessert. gegeben.
Es hat Ja, zum Teil so ein bisschen gehangen. Es genau. ist, glaube ich, immer noch sehr ressourcenintensiv, was nicht unbedingt erklärbar ist Hm. mit dem Spiel. Ja, Grafik halt, also es ist schon ein bisschen, vielleicht, ja gut, ja, Ja, aber also, ja, wenn du es vergleichst ja, mit anderen Games, ja, dann es ist ja voll, schon alles sehr statisch und also voll. man muss vielleicht noch schnell sagen, Gut, es ist eine ja, Adaption Brettspiele. von einem analogen Brettspiel Mhm. und zwar von ja, Gloomhaven. Ja. Wo du halt, das ist so Fantasy Roleplaying, wo du mit Figuren auf einem hexagonalen Feld rumläufst und gegen Gegner kämpfst. Und irgendwie gehst du immer so in einen Dungeon rein, holst dort, sammelst dort Gold, kommst wieder zurück und dann kommst du ein neues Item über, das du kannst equippen oder Gold oder levelst auf. Und dann kommst du neue Karten über und die Karten sind das, was speziell macht. Eigentlich ähnlich wie Card Hunter. Die Karten repräsentieren deine Aktionen. Aber speziell an Gloomhaven ist, dass man zwei Karten miteinander muss verbinden in jeder Runde. Und danach muss man sozusagen, wenn man die erste Karte nimmt, dann muss man den Oberteil von der Karte nehmen und von der zweiten Karte den Unterteil. Es gibt immer zwei Aktionen, die man kann wählen von einer Karte. Und dann tun wir die zusammen kombinieren zu einer Karte sozusagen. So eine Zu Aktion. einer Aktion. Dann Ja. läuft man zum Beispiel und schlägt jemanden. Und wenn man eine grosse Attacke macht oder eine heftige, dann muss man die Karte verbrennen und das ist ja nicht mehr im Deck. Und dann muss man ein bisschen ressourcenmässig schauen, dass man am Schluss noch genug Karten hat, weil wenn man keine mehr hat, dann ist man weg. Also alles in allem eine sehr durchdachte Mechanik. Mhm. Das ganze Gameplay ist mega, also ist mega, Und es ist auch eine ist wirklich gute top. Umsetzung. Also es gibt viele, die Gloomhaven spielen in echt und sagen, hey, es ist mega gut, dass man nicht das ganze Setup hat und dass ein Computer all die Berechnungen macht. Und es ist eigentlich, ja, also alle die das Brettspiel spielen, finden die Adaption super. Und ich finde, ich also das Brettspiel kenne ich nicht, aber ich finde, das ist auch super. Es ist vor allem gut im Coop. Also wir spielen das zu vierte, haben übliche Verdächtige von früher können ausbieten, um das zu spielen, was wirklich selten passiert. Ja, Das ist bei allen gut eingeschlagen, ja. das Das sagt schon finden es viel alle aus. cool. Es ist halt so, ja, es ist, ich finde, es hat eine gute Mischung zwischen, also man kann mal einen Dungeon spielen, es geht vielleicht eine Stunde, und dann kann man es wieder liegen. Und dann kann man es wieder in der nächsten Woche wieder nehmen und wieder so einen Dungeon machen. Es ist so ein bisschen fürs längerfristige Spielen angelegt, oder man kann es, ja, ich weiß auch nicht, es ist so ein bisschen ein guter Modus. Ja, es ist cool. Also ich würde sagen, es ist ja fantastisch und legendär, ist das schon. Ich würde auch sagen, es ist in dem Genre, würde ich es oberst tun. Also Ja, ich also komme mir kein Spiel in den es Sinn, ist, wo in einem ähnlichen, oder wo ähnlich ist wie Gloomhaven, wo besser ist. es ist eigentlich die Premium-Version von For the King und von Ja, Card Hunter. So, genau. Weil es gibt ja ähnliche Spiele, die ähnlich funktionieren, aber Gloomhaven ist eigentlich wirklich, macht vieles viel, viel besser. mhm. Und ist viel interessanter, hat viel wie sagen wir dem, eine durchdachtere Mechanik. Ja, genau. Und es Und ist ist eigentlich einfach, rundum ein sehr gelungenes Spiel. Sehr ja, gelungenes Spiel. es ist wirklich cool. Es hat sowieso ein Ja. Einstellungsmerkmal, also ein Alleinstellungsmerkmal mit der Kartenmechanik. Und das Aufleveln ist auch cool. Man kommt immer wieder neue Ja, Karten über und die sind auch bedeutungsvoll. Also die verändern genau. da die Art, wie man Durch das, spielt. dass man auch nur 11, also zwischen 7 und 12 Karten im Deck hat, Mhm. hat jede Karte wirklich eine Wichtigkeit. Das ist nicht so ein Ja. Und random, man hat ein 50-Karten-Deck und man zieht dann halt einfach irgendeine. was auch ist, es ist wirklich kooperativ. Also man muss wirklich miteinander denken. Wenn man dran ist, muss man schauen, wer kommt zuerst dran, was muss man zuerst machen, wer steht wem im Weg, wer regt sich über einen anderen auf. Also es ist recht, es führt zu sozialen Konflikten, ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber so ein bisschen Interaktion, sagen wir Es führt zu Interaktion. sozialen Interaktionen. Also das ist schon mal ein gutes, eine gute So. Voraussetzung für ein Spiel. Genau, ist gut, ja. Also Empfehlung. Ich erkenne nicht, was das Nächste ist, aber du wirst mir jetzt gerade sagen. Ja, das ist, du wirst es lieben. Und Ganz ich auf werde den Kopf schütteln. Icarus. Ja, Ganz ja, auf ja, ich habe es im Icarus Moment online. gemerkt, als ich das Logo noch einmal angeschaut habe. Also ich habe das Ganz oft. Ugh. ganz auf. Nein, also ich habe das ja 50 Stunden lang gespielt, wenn ich das vorher gesehen habe. 50 Stunden lang habe ich das gezockt. Das ist krass. Ich weiß nicht wieso und wie. Ich habe das Und eben damals wieso. gespielt, wo das fast so eines der einzigen Games war, die ich auf meinem alten Mac spielen konnte, wo einigermaßen Ich cool weiß nicht, ob es ein aussehen. Pluspunkt für Spiele ist. Dass man es quasi gespielt hat, weil halt das die einzige Ja. Option Was war. man auch sagen muss, das ist ja relativ alt, also es ist 2012 rausgekommen.
Aber auch man kann sagen, Borderlands 2 ist auch 2012 rausgekommen. Das sind der Wir haben jetzt schon ein paar Spiele auf der Liste gehabt, die 2012 Ja, rausgekommen sind. ja, gibt so Peaks, 2012 und 2015 sind so Peaks. Ja. Aber gut, ja. Also ganz Icarus, da bist du so in einem Team von, glaube ich, 12 Leuten. Und pro 4 Personen sind auf so einem Schiff. Und die navigieren das Schiff. Einer steuert das Schiff, die anderen schießen aus den Kanonen raus. Und der, der es steuert, muss das Schiff so bewegen, dass es zum gegnerischen Schiff gut steht, dass die anderen drauf schießen können. Also muss sich so koordinieren und so. Und der am Schluss mehr von den gegnerischen Schiff kaputt gemacht hat, der hat gewonnen. Das Team hat dann gewonnen. Und das tönt doch hast du gut. gesagt, dass es fliegende Schiffe sind? Also nicht fliegende Schiffe, es ist so ein Steampunk-Setting, genau. Also es ist so, ja, so Heißluftballone eigentlich. So. Eher so, man ist relativ langsam unterwegs. Man bewegt sich so halt auch im dreidimensionalen Raum und so. Und was ich sage vielleicht noch schnell, was ich an dem schätze, bevor der Rede das Spiel in der Luft zerfetzt. Also vielleicht noch schnell einen positiven Akzent setzen. Also die Idee, dass man in einem langsamen Schiff unterwegs ist und sich muss richtig positionieren, zum relativ, also wie so, man schießt es ist nicht wie bei einem Ego-Shooter, wo man macht, sondern man muss sich wie am richtigen Ort an und dann muss man vorzielen, schießen und die Kugel geht relativ lang, bis sie das Ziel trifft, oder? Und das ist sozusagen, dass man sich muss koordinieren, dass man richtig steht. Das ist schon etwas Cooles. Also das ist eine coole Grundidee. Aber, wird der Reto sagen, Also erstens mal, das erste Aber ist, es ist PvP. Das muss man vielleicht an der Stelle noch schnell sagen. ja, Es ist ein PvP-Spiel, wo du mit einer Crew von, glaube ich, 4 Leuten, ja, schaffe ich es mit der Hand vor der Kamera, 4, gegen andere Teams von 4 Leuten spielst. ja. Und ja, wie viele Leute sind wir? Wir sind nur 2. Ergo sind noch 2 andere Dudes auch noch auf unserem Schiff gewesen. In diesen 6 Stunden, die ich es gespielt habe. Und dann triffst du einfach auf PvP-mäßig auf andere Schiffe und wirst von denen einfach abgeknüppelt. Also, wieso? Also, ich finde auch, man kann das Spielprinzip, das kann man machen, aber möchte doch PvE. Wieso PvP? Es ist ein PvP-Spiel. Und Ich glaube das eben, schießt mich einfach an. Insbesondere, wenn man muss koordinieren mit Leuten, die man weder gehört, noch kennt, noch sieht. und Leute, die atoxisch sind, also dort, wo wir es Ja. zusammen gespielt haben, habe ich relativ, ja, ganz anders als bei ESO, bei Elder Scrolls Online, habe ich das Gefühl gehabt, hey, warum motzen die so um? Es ist nur ein Spiel. Aber ja, das Spiel ist auch tot, oder? Also, glaube ich zumindest. Ich glaube, es ist tot, ich bin nicht ganz sicher. Und es gibt auch nur eine Fortsetzung, es gibt Alliances und das ist, glaube ich, das PvE. Und das müssen wir mal eins zusammen, das ist auch, kommt auf die Liste für Trash-Coop-Spiele. Das müssen wir mal eins spielen. PvE, Also, ja, bin ich dabei. Guns of Icarus. Ja. Guns of Icarus Alliance, oder? Heisst das Heisst ja, so. meinte ich. Ich bin nicht ganz sicher, ob es pures PvE ist. Ich muss mal eins selber schauen. Wäre vielleicht noch zu eruieren. Ja, Solo. Ja. Gut, Also, jedenfalls, was vielleicht machen wir werden jetzt? wir das wieder mal sehen. Wo tun wir das her? Da. Für mich ist es zu unter. Wirklich Vielleicht ist es Für mich ist es wirklich Nein, weg, das also Spiel. weg. Aber du wirst mir widersprechen. Ja gut, Also auch vor allem, weil wir, einfach das PvP-Element, das ist einfach nur... Ja, kommen wir dann doch da gehört überhaupt in die Liste? Ja, nein, PvP kann auch Coop sein. Nicht nur PvE ist gut. Wir kommen da später Also- noch auf andere Spiele zu zusammen, aber Ich tue es jetzt mal auf ein bisschen also ja, einfach weil es da unten ein bisschen leer ist. Ich meine, Dungeons Dragons Online muss auch ein bisschen etwas das Gesellschaft Gespänli haben, von Guns of Icarus. Sie passen ja gut dort ab, beide. Ja, genau. Ja, ist ja okay. Ist ja. Voll. Aber ich tue es nur dort ab, unter der Voraussetzung, dass wir Alliance mal spielen. Und das Coop Trash Let's Play Ja, machen. genau. Also gut. Sehr Gut, und jetzt reden wir von Heroes of Hammerwatch. Das ist 2018 rausgekommen. Ein Roguelite Action RPG Adventure, wo jeder Spieler einen Charakter übernimmt, so pixelmäßig, und dann nachher in einen Dungeon hineingeht. Und dann probiert man, es ist so wie ein grosser Turm, glaube ich, und dann probiert man Stock für Stock raufzukommen, Horden von Gegnern zu töten. Das ist so ein bisschen Bullet Hell-mässig, also man muss immer schauen, dass man nicht von Projektil abgeschossen wird. Und es ist so top-down, man schaut von oben nach unten. Und ja, es ist immer mega viel los. Man hat unterschiedliche Klassen, unterschiedliche Fähigkeiten, die man auch aufleveln kann. Wenn man stirbt,
Man muss wie Ohr zurückbringen in die Stadt oder ins Dorf und dann kann man das Dorf aufleveln. Dann hat man immer mehr Möglichkeiten, bessere Tränke, bessere Fähigkeiten und bessere Gegenstände. Und durch das kommen wir immer weiter auf im Turm. Genau, und ja. Es ist ja, voll sehr ein unterhaltsames Spiel, sehr coole auch Mechaniken innerhalb von diesen Türmen. Also auf jedem Stock gibt es quasi wieder wie ein neues Thema. Also zuerst ist man zuunterst ich weiß doch auch nicht, im Untergrund, dann kommt man in den Keller und dann kommt man ins Gefängnis und dann kommt man in den ersten Stock und so weiter. Und jeder Stock hat quasi wieder ein neues Thema mit neuen Fallen, mit neuen Mechaniken. Man muss irgendwelche Schalter suchen, um Türen aufzumachen, zum Beispiel im einen Stock. Oder im anderen hat es so Teleportationsplattformen, wo man dann irgendwo her teleportiert wird und mega schnell muss reagieren, wenn man vielleicht gerade auf einer Falle steht. Oder... Also es ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich für das, was eigentlich ist. Darum, wir haben das viel gespielt, auch das dritte viel gespielt. Ja, Fast 50 Stunden. 50 Ist auch ein Stunden. Spiel, das ich absolut empfehlen kann. Also, Ich kann das auch empfehlen. Ich habe es nur 22 Stunden gespielt. ja. Ich glaube, ihr habt das zweite, das noch mehr gespielt als ich dann plötzlich. Ja. Ja, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht finde ich es auch ein bisschen weniger cool als du. Aber das muss nicht viel heißen. Also ich würde es jetzt auch mal wieder vornehmen. Das ist wirklich super. Mhm. Ja, vielleicht hat es mich irgendwann ein bisschen verlangweilen, immer wieder die gleichen Stücke zu machen und so. Aber eigentlich ist das, ja, es ist einfach das Ja, Spielprinzip. ich glaube, wir haben das Spiel ja ein bisschen ja. weggelegt aus Zeitgründen. Ja, Ich glaube auch eines von diesen Spielen, wo einfach dem zum Opfer gefallen ist, dass man halt nicht einfach den ganzen Tag gamen könnte. Ja, leider. genau. Ja. Also ich würde das schon so fantastisch und so ein bisschen die oberen Regionen tun. Vielleicht sogar hier. Schon, so weit rauf. Also Willst weit du rauf hätte ich es da? jetzt mal nicht gemacht. Nicht? Also, Da, oder was? Da. hm. Okay. Ja gut, stimmt. Es passt eigentlich nicht schlecht zu Crypt of the Necrodancer, oder? Eigentlich. Ja, also genau. vom Stil Also, ja, her. ich würde es vielleicht besser als Crypt of the Necrodancer. Ja, hat er gesagt. Ja. Ich sehe langsam, was du meinst mit Astroneer. Ich weiß nicht, ob Astroneer dort aufgehört. Ja, vielleicht gehört Astroneer. Weil Ja, Heroes of Hammerwatch ist echt besser als Astroneer. ja, vielleicht müssen wir das Astroneer da abtun. Oder da. Ja. Derangieren. Wie sagen wir dem? Deklassieren. Ja. Ja, gut. Oh. Ja, gut, die Crypt of the Necrodancer, ich meine, das ist einfach originell. Das braucht schon Ja, voll. Crypt of the Ja, und jetzt nicht jetzt Ja, schon. gut, okay. Ja. Ich glaube, so können wir uns. So haben wir alles gesagt über Heroes of Hammerwatch. Ich glaube, man kann sich vorstellen. Empfehlenswert. Ja, ist echt ein cooles Spiel. Und jetzt bin ich gespannt, wo wir das nächste Spiel platzieren. Das könnte spannend werden. Das ist Hand. Das haben wir mal live gestreamt, Hand Showdown. Genau. Das war unser erster Livestream ever. Ja, es war sehr ruckelig und niemand checkt, um was es geht. Ist 2019 rausgekommen. Ist ein PvPE, First-Person-Shooter, mit einem speziellen Spielprinzip. Und das Prinzip ist, dass 12 Leute auf einer mittelgroßen Map sind. Und die sind in so Gruppen eingeteilt. Es sind Leute, die sind allein unterwegs, die zu zweiten unterwegs sind und die zu dritten unterwegs sind. Und das Ziel ist, dort reinzugehen, Hinweise zu finden, um herauszufinden, wo das ein grosser Boss ist auf der Map. Den Boss zu töten, nachher so ein Siegel an sich zu nehmen und dann wegsäckeln aus der Map und dann nachher Erfahrung sammeln und dich aufleveln, mehr Fähigkeiten und so. Und du kannst aber auch einfach reingehen, dich mega stealthen und einen Clou holen und wieder rausgehen. Oder du kannst ein bisschen entscheiden, wie das du spielst, ob du eher auf Konfrontation gehen oder einfach zufrieden bist mit kleineren Bones, die sie dir zurieren. Also es ist ein interessantes Spielprinzip. Und ich erinnere mich da an relativ spannungsvolle Momente, wo man gesehen, also man hat wie gemerkt, ein Gegner kommt, der Raben sind aufgescheucht, man hört es knapp, man weiß genau, wo er ist, man legt auf den Luir und also so gespannt bin ich selten gewesen. Irgendwie, es ist, ich muss sagen, es ist so im Genre Horror, also es sind Zombies, die unterwegs sind, es ist mega düster. Es gibt grusige Gegner und Tiere, die am Verenden sind, die man erlösen kann, dass sie keinen Krach machen. Oder es ist so recht, es hat einen mega speziellen Style und sehr, ich glaube, recht, wie soll man sagen, leidenschaftliche Fan-Community, die das Spiel sehr cool findet. Und es ist frustrierend wie die Hölle, weil es ist sehr, sehr schwierig. Und es hat auf eine Art Permadeath, also
man ist wie mit einem Charakter dort drin, wo man auflevelt und wenn der stirbt, dann kann man nicht mehr mit dem Charakter spielen. Er ist einfach tot, ja. Ja, aber man Und auch kommt, seine ganze Ausrüstung ist weg und alles, was man genau, eigentlich mitgenommen hat, ist wirklich weg. genau. Aber man kann Geld sammeln und dann nachher wieder einen neuen Charakter kaufen und es gibt schon eine gewisse Art von Progression, die man kann mitnehmen für die nächsten Charaktere. Und neue Waffen freischalten und so. Also es ist so ein Mittelding, wo eigentlich, es ist eigentlich recht gut designt. Das ist, ja. Es ist gut designt. Das Problem, das wir mit dem Spiel haben, ist, es ist ein Shooter. Ja, es ist ein Shooter und ich bin schlecht in diesem Spiel. Es tut mir leid, schlecht. Wenn es darum geht, auf ein sich bewegendes Pixel zu klicken, dann kann man das Simon auch in der Pfeife erreichen. Und das hilft einfach auch in diesem Spiel nicht. Und darum ist es, das ist ein Teil von der Frustration, weil man gewinnt halt einfach schon, also es ist möglich, dass man gewinnt, ohne Gegner zu töten, indem man quasi PvE-Boss killt, die Sachen nimmt, die er dann droppt und nachher nicht verfolgt wird von jemand anderem, obwohl die dann alle wissen, wo du bist und was du machst und dass jetzt jemand den Boss gekillt hat. Aber es gibt manchmal Situationen, dass man wirklich niemanden antrifft. Und das ist uns auch, ich glaube, mehrfach gelungen und das ist dann so mega befriedigend. Aber halt, wenn es ein Battle gibt mit anderen Spielern, dann können wir einfach jedes Mal drunter, Nicht jedes weil Mal. wir einfach zu schlecht sind. Nicht jedes Mal. Fast Ja, jedes Mal. ja gut. Also das ist auch bekannt. Also ich kenne das Spiel schon seit relativ lang und ich habe immer gezögert, das zu probieren, weil ich gewusst habe, es hat eine extrem heftige Lernkurve und du kommst auf Kappen rüber. Und, aber ich wollte es trotzdem probieren und ich bereue es eigentlich nicht. Also ich würde es auch mal wieder probieren. Also einfach so, wegen dem Kick. Und Ja. ja, es ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. Könntest du mal so eine Art Trainingslager machen, Simon? Dann könntest du mal eine Woche lang vornehmen, jeden Tag 2 Stunden ein bisschen Handshowdown spielen. Dann Du meinst, wird das mit dem Gunplay vielleicht einmal meinst, etwas. dann würde es dir auch mehr Spass machen. Alles andere ist echt deprimierend, wenn man irgendwie... Ich weiß auch nicht. Du kannst einfach nicht auf mich zählen. Ich habe Also wirklich... wirklich, kann ich sagen, Simon, da links im Haus ist einer und dann Simon, wo, ich sehe niemanden. Und dann sehe ich ihn und dann schießt er irgendwo ins Gartentor raus. Und ich weiss genau, ja, ich habe meinen Gegner, den ich nehmen musste, der ist zwar tot, aber es nützt mir nichts, weil der andere schießt mir auch in den Rücken, weil, ja... Das ist So manchmal schon gemein. schwierig. Aber ja, aber So das gemein. ist ja Aber- alles nicht so. Aber trotzdem, ich finde das Spiel trotzdem mega cool. Und eigentlich finde ich es so cooler als etwas wie PUBG oder so. Also, Es weißt, ist es cooler so, als PUBG, durchaus, ja. es ist so, natürlich. und was man auch noch muss sagen, das Handling von den Waffen und so ist mega befriedigend. Es ist so, es hat Wumms. Es ist so, ich weiß auch nicht, es ist so. Und auch, dass man muss Clues sammeln und so, dass man kann sich verstecken kann. Also, das hat schon Mhm. mega coole Elemente, aber das Frustrationspotenzial ist hoch. Und es braucht eine gewisse Art von Spieler, die das anspricht. Wahrscheinlich. So ein bisschen Hardcore-Spieler. Mhm. Ja, also. Aber es ist ein bisschen schwierig, das zu beurteilen. Also, ich Ja, weiß auch nicht. es ist eigentlich so ein gutes Spiel, es ist ein super Spiel, aber die Frage ist es eine Spielempfehlung oder nicht? Jetzt ist wie die Frage, Es ist- tun wir die Kategorie so ein bisschen nach Spielempfehlung machen oder nicht? Weil ich bin mir nicht sicher, wem... Also ich würde das Spiel nur so ein bisschen ausgewählten Leuten empfehlen, aber denen würde ich es wärmstens empfehlen. Kann ich es da. Ich würde es da nicht tun, nicht? Oder ist das zu hoch? Ja, nein, zu hoch ist es sicher nicht. Ja, Nein, es sehr ist ein gutes Spiel, es ist zweifelsohne ein sehr gutes Spiel. Ja, es ist wirklich. Ich habe Lust, jetzt über das zu reden, habe ich Lust, das wieder mal zu probieren. Nach der einen Runde wieder aufzugehen. Weil ich einfach plötzlich eine Kugel im Kopf habe von hinten. Ich meine, manchmal gibt es auch Sachen, wo man wirklich nicht dafür kann. Das ist mir einfach, Ja, natürlich, Man sieht einen Die anderen kommen ja dann noch zuerst. dazu. Die Ja. Sachen, wo man wirklich einfach... Also die gibt es ja mehr als genug, wo man einfach zu Recht Ja, auf die Mützen überkommt, weil weil man man einfach keine Ahnung, zu viel Lärm verursacht hat und sich dumm Leute verhalten. rein steht, ja. Ja, gut. Also eben, es ist wirklich ein spezielles Spiel. Kommt darauf an, ja, passt. Man muss es einfach gerne Ja, haben. man muss auch wissen, was man sich einlädt. Man sollte sich sicher informieren, bevor man sich das gönnt. Ja. Gut, und jetzt kommt etwas Interessantes. It Takes Two. Ein grosses Let's Play-Spiel. Genau, auch die schon auf unserem Kanal waren, die sind nicht an diesem Spiel vorbeigekommen. Wir haben sicher schon 7 Folgen echt jetzt von dem Let's Played. Und Und 9 jetzt sind Stunden wir gespielt, ungefähr. Ja. Ich nach wie vor überzeugt, das ist eines der besten Spiele, wo sicher im letzten Jahr, ich glaube letztes Jahr rausgekommen, oder? Nein, ist das 22. Jahr rausgekommen, Anfang Das des Jahr Jahr. rausgekommen. Und es ist eines der einzigen Spiele, wo du nur kannst im Coop spielen kannst. Wo wirklich auf Coop Genau. ausgelegt ist.
Und das ist selten. Und also vielleicht, es ist eigentlich so ein, es ist wie ein, also man spielt als ein streitendes Ehepaar, das sich in Puppen verwandelt, weil sie sich entscheiden wollen und die Tochter will das nicht und die, so aus magischen Gründen werden die beiden in Puppen verwandelt und wollen sich wieder zurückverwandeln und zusammen arbeiten. Collaboration, wie das Buch, das komische Buch sagt. Also wo sie dann treffen, so ein Fantasy-Dings, ja. Und, und danach muss man zusammen arbeiten. Und jeder hat immer, es ist so in Episoden aufgeteilt, wo man zum Beispiel im Wald ist oder so, gegen Hamster muss etwas machen oder gegen Wespe oder nachher ist man so im Spielzimmer von der Zeug. Tochter und dort kannst du so, es ist mega liebevoll gemacht, so schöne Cartoon-Grafik. Es ist eigentlich ein Jump'n'Run meistens, aber es hat auch so Verweise auf Nicht nur, andere. also es Ja, ist wie, es hat so, es hat Puzzler-Elemente, einiges wird sogar zu einem witzigen Rollenspiel, dann hat es Jump-and-Run-Element, mega viel. es ist sehr, sehr Ähm, abwechslungsreich. genau, ich glaube, das, was das Spiel ausmacht, es ist mega abwechslungsreich. Also jedes Mal, wenn man sich an eine bestimmte Mechanik gewöhnt hat, oder sich mit dem aktuellen Tool, das man gerade auf dem Rücken hat, angefreundet hat und es könnte langweilig werden, dann kommt etwas Neues. Und zwar wirklich etwas Neues. Mhm. Also dann ist man in einem neuen Setting, man hat wieder neue Aufgaben, die Steuerung ändert sich wieder leicht, man hat neue Tools. Es ist sehr, sehr, sehr abwechslungsreich. Und die Chemie zwischen den beiden Hauptcharakteren ist auch witzig, gute Sprecher und so. Also es ist so, vielleicht ist die Genau. Geschichte nicht so mega originell, aber es ist so, ja, es ist mega sympathisch irgendwie. Und es ist auch ein Spiel, wo man mit allen, also wo sehr zugänglich ist. Also im Gegensatz zu Hand Showdown zum Beispiel, könnte ich jetzt mit meiner Freundin spielen oder mit, ich weiß auch nicht, also mit jemandem, der jetzt nicht so viele Erfahrungen hat mit Games. Und das ist, ja, Obwohl man wahrscheinlich noch staunen würde, wie man würde ja, verzweifeln, wenn dann ja, die Person versucht, auf eine Plattform zu kumpen, die sich dreht und dann zu der nächsten drehenden Plattform, das braucht wahrscheinlich Stunden. ja, Aber ja, ja, etwas, was für uns also, intuitiv in 2 ja. Sekunden gelöst ist, braucht dann vielleicht ein Aber Moment. es Aber ist ich glaube, ja, so rein vom Zugang her wäre es ja, möglich. es ist vielleicht, ja, es ist halt ein Spiel, wo sozusagen vielleicht ein bisschen universelleren Appeal hat, als jetzt, ich meine, was will ich meiner Freundin Hand Showdown beibringen, wenn ich es nicht einmal selber kann, oder wenn es so etwas Fremdes ist. Und das ist etwas, wo sozusagen, es hat eine Geschichte, es erinnert ein bisschen an Pixar und so, also es ist so wie, es hat so ein bisschen, ja, einen universellen Zugang, ja, voll. Ah, und eben, ich würde das fast schon auf legendär verstellen, wenn Ich es würde auch nicht sagen, fertig das ist gespielt, legendär. Auch in aber ja. dem Genre ist es sicher auch das beste Spiel. Also, was heisst überhaupt in dem Genre? Ich kann mich Es gar ist gar nicht... kein Genre, es ist eigentlich ein Genau, also eigenes, ich würde das mit keinem anderen Spiel so vergleichen, das wir jetzt auch schon auf der Liste haben. es ist wie ein eigener Ansatz, ein eigener, Ja, ja. Gut, wirklich, wirklich sehr cool. Unbedingt Spielbefehl. genau. Und nachher gibt es, Und könnt unsere Let's Plays schauen, ja genau, wenn es euch also interessiert. lege Das muss man noch sagen. ich mache so eine, wie sagen wir dem, so einen komischen Banner irgendwo oben rechts. Kann ich es zeigen? Das ist nicht rechts, das so. Wo man kann draufklicken und das Let's Play anschauen. Gut, und jetzt machen wir einen kleinen Abschnitt zu Keep Talking and Nobody Explodes. Magst du dich an das erinnern? Ja, ja. Ja, Haben wir nicht lange gespielt. nur 30 Minuten habe ich gesehen. Ja. Er wäre auch noch mehr drin gelegen eigentlich. Ja. Wäre mehr drin gelegen, aber... Ja, Also es geht es darum, ist schon... dass man eine Bombe muss entschärfen muss. Und einer hat, das ist eigentlich auch ein Spiel, das man nur im Coop kann spielen kann. Mhm. Lustigerweise. Und du hast so wie eine Box und dann musst du so kleine Aufgaben erfüllen an einem Ort, am nächsten Ort. Und die andere Person hat ein Manual, also ist wie so eine Anleitung bei sich. Im besten Fall so wirklich papierförmig. Also Und wirklich dort, ein PDF. ja, es ist Also ein ganz PDF. Scherz, Ja. es ist ein Genau, PDF. es ist ein PDF. Am besten, Mit Ingames eigentlich sollte man es Manual. auch ausdrucken. Das wäre Mhm. eigentlich das Beste. Und dann muss man sozusagen, muss ich bin jetzt zum Beispiel am Entschärfen und sagen, hey, ich sehe hier 3 rote Drähte. Das muss ich machen. Dann muss der Reto irgendwie schauen, was steht zu roten Drähten, was ist, wenn es rote Drähte hat und was ist, wenn es keine blauen Drähte hat und so. Es ist wie so ein Chaos und man hat natürlich ein Zeitlimit. Man will nicht, dass Bomben explodiert. Man muss wie zusammenarbeiten, um die Bomben zu entschärfen. Und nur einer sieht die Bombe. Das ist Genau. der Witz am Spiel. Nur einer sieht die Bombe und der muss quasi über Wort beschreiben, was er sieht an dieser Bombe. Und der andere muss die Worte übersetzen ins Manual und dann wieder zurück beschreiben. Also quasi Handlungsanweisungen geben, um die Bombe zu entschärfen. Ja,
Also Es läuft mega viel über das Text, über Formulierungen über von, Kommunikation, man muss miteinander genau. können, das ja, beschreiben. Und ja, also wie soll ich sagen, es tut eigentlich das Gefühl, das man hat, wenn man alle so Filme hineinschaut, wenn jemand muss eine Bombe entschärfen, tut es eigentlich gut einfangen. Also es tut einem wie die Situation versetzen, hey, ich weiß nicht, was ich mache, wenn wir irgendwie zusammenarbeiten. Es ist vielleicht ein bisschen, wenn man es mal gecheckt hat, wie es geht, dann ist es vielleicht ein bisschen vorhersehbar, oder? Es ist Also einfach, das ganze Spielprinzip ist ein bisschen trivial, oder? trivial, wie meinst du trivial? Ja, also, es ist einfach die Bombe. Man muss immer wieder die gleichen Drähtchen durchschneiden, nach einem gewissen Schema. Also es wird schon immer schwieriger, oder? Also Ist das so? ja. Es geht immer weniger, hat immer weniger Zeit. Es tut einem schon probieren, ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, wenn man das Gefühl hat, man checkt, um was es geht. Dann wird es plötzlich komplizierter und so. Aber ja, du hast schon recht, es ist jetzt nicht etwas, das man mega lang kann spielen kann. Es ist Also, so das Spiel hat vielleicht, einfach auch nicht so viel Tiefgang. Ich vielleicht glaube, ist so es kann so man es ein vielleicht... Partyspiel ja, eigentlich. Es ist so, das ist irgendwie, ja. Aber Ja, vielleicht. ja, mehr als okay ist es auch nicht, oder? Aber mehr als okay ist es sicher nicht. Ja. Ich würde vielleicht sogar sagen, es ist Next. Schon. Ja gut, ob man Ja, jetzt das wirklich jemandem muss empfehlen muss. Es ist so ein YouTuber-Spiel. Kannst du sagen, hey, ich spiele jetzt das mit einem anderen YouTuber. So, es ist so es tut so ein bisschen die Dynamik zwischen zwei Personen betonen. Aber ja, es ist so ein bisschen für sich genommen, ist es vielleicht ein bisschen... Ich würde es oben dran tun, weil es oben dran bei Next, weil es ist eigentlich eine coole Idee. Es ist eine coole Idee, die vielleicht nicht so nachhaltig ist. Vielleicht so. ja, vielleicht, ja. Mir ist dir das Sagen aufgefallen? Nein, was? Schau mal, Orcs Must Die. Kommt noch das zweite Mal. Vor allem beim O von Orcs sind wir ja dann schon noch nicht. Also, das haben wir irgendwo beim D oder so, ist das Orcs plötzlich. Das haben wir schon eingesortiert. Aber das O kommt ja noch lange nicht im Alphabet. Mal? Also da schon. LMNO. Ja, aber schau mal oben in der Aha, Liste. Wir haben ja schon längstens über Orcs Must Die geredet. Okay, ja, das ist so, ja. Ja, ich glaube, das ist ein Wieso eigentlich? Fehler. Ja, das kann ich, ich tue das mal da. Aber warte, warum sehen wir jetzt eigentlich alles? So. Da. Jetzt, ja, Orcs Must Die, das ist ein Glitch. Ähm, Macht aber nichts, macht aber genau. nichts. Was haben wir jetzt? Haben wir schon alles gesagt? Deep Ich glaube, wir Talking. haben alles gesagt, ja, Okay. ja. Gut, jetzt machen wir Lord of the Rings. Adventure Card Game. Heißt es, glaube ich. Moment schnell. Yep. Adventure Card Game. The Living Card Game heisst doch. Ja, also das Original, es ist ein Living Card Game im Original mit echten Karten, wo man Ja. eigentlich gegen ein Deck spielt von Gegnern, die rauskommen. Und das kann man bis zum vierten kann man gegen das Deck spielen. Und das ist die digitale Adaption von dem Spiel. Und es ist nicht so eine direkte Adaption wie jetzt zum Beispiel Gloomhaven. Es nimmt recht viel Komplexität aus, was ich eigentlich schade finde, weil das Spielprinzip vom Kartenspiel ist mega cool. Ja, man muss an der Stelle sagen, wir haben das Kartenspiel auch gespielt. Im Ja, Gegensatz zu genau, Gloomhaven kennen wir das genau, analoge Spiel auch. genau. Und ja, aber es ist trotzdem unterhaltsam. Also es ist ein cooles Spiel. Kannst glaub ich, nur bis zu zwei Personen spielen, nicht zu vierten wie beim Mhm. Original. Und man muss halt man kann sich ein Deck machen und Karten dazu gewinnen und dann nachher so eine Strategie erarbeiten. Es gibt halt ja von Lord of the Rings Charaktere, die bestimmte Rollen erfüllen, diejenigen, die können angreifen, diejenigen, die können verteidigen, diejenigen, die können wäudeln, sagen wir dem, also so sagen erforschen, Kunde. erkunden, ja, Mhm. das braucht es auch. Das sind so eher die magischen, so wie sagen Eowyn oder so, wo das eher können machen. Und ja, also ich finde das eigentlich cool, aber es haltet einem nicht so wirklich bei Stangen, weil das Interface ist Ja, einfach auch ein aber bisschen auch dort, billig, also ja, auch das Deckbuilding ist nicht so mega. Also man hat nicht das Gefühl, man hat jetzt mega die Freiheit, ein Deck zu bilden. Indem dass man einen Held auswählt, ist schon recht klar, was für ein Typ Deck das man muss machen. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Ich habe jetzt nicht mega Lust gehabt, dort so viele Sachen verschiedene auszuprobieren, was Deckbuilding anbelangt. ja, aber Aber, das hat mit dem Interface auch zu tun, oder? Weil man irgendwie, ich weiß auch nicht, sorry, ich habe unterbrochen, was soll ich noch sagen? aber, Aber, aha, ja genau. Wir haben die Spiele auch vor allem nicht mehr so viel gespielt, auch
wegen Zeitgründen, aber nicht, weil es uns angeschissen hat. Also ich glaube, wir hätten noch weiter an dem Spiel gespielt, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten. Das ist ja auch immer Ja, ein gutes Zeichen. ich würde das auch mal Also ich wieder könnte mir auch jetzt probieren. durchaus Ja, vorstellen, das Spiel wieder zu spielen. voll. Also es ist so, ja, es ist mega chillig, es tut gut, dass es ein bisschen, zum den Abend abschließen, ein bisschen Karten spielen und so, ja. Genau. Und Das ja, ist sehr entspannt. es ist auch nicht, wenn du es zum Beispiel mit Hearthstone oder so vergleichst. Die Art, wie die Karten präsentiert werden und wie du sie überkommst, es ist so ein bisschen nicht so aufregend, wenn du neue Karten überkommst. Bei Hearthstone gibt es auch Explosionen, Feuerwerke und so. Und hier ist einfach so, ja, hier hast du 2 Karten mehr, ist das erfüllt und so. Es macht, eigentlich sollte es nicht so viel ausmachen, eigentlich sollte man über dem stehen. Aber es macht schon ein bisschen etwas aus, wenn es ein bisschen billiger präsentiert ist und so, ja. Aber ja, es ist ein Coop-Kartenspiel. Und Coop-Kartenspiele gibt es zu wenig. Und darum muss man das schätzen. Die Frage ist es besser als Card Hunter? Ist es besser als Across the Obelisk? Ich würde sagen, es ist besser als Across the Obelisk, oder? Ja, würde ich auch sagen. Es ist auch besser als Ark. Ark muss weiter hinter. Niemals besser als Ark. Ich weiss, ich kann es nicht vergleichen. Aber mit Card Hunter kann man es vergleichen. Card Hunter kann man es gut vergleichen. Ich würde sagen, es kommt unterhalb von Card Ich würde Hunter. auch sagen, es kommt unterhalb von Card Hunter. Vielleicht ist es auch nicht Ja. besser als Borderlands. Nein, ich glaube auch nicht. Ich Ist glaube, dort ist es nicht schlecht. da ist es so. So, Simon, jetzt Sehr darfst du noch schnell das Outro machen, weil Ja, ich muss genau. weg. Doch super. Das schaffst du ohne mich, oder? Ja, ist gut. In dem Fall mach's gut. Verabschiede ich mich an dieser Stelle Genau. und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir die Tierlist noch Ja. ergänzen. Wir werden sie abschließen das nächste Mal. Genau. Ja. Ja, viel zu sagen gibt es nicht. Wir sind schon fast, die Linie da ist fast fertig. Also es gibt nicht mehr so viele Games, die wir nicht sehen. Ja, und ich bin auch zufrieden mit der Verteilung von dieser Glockenkurve. Ich habe schon am Anfang Angst gehabt, dass die Okay-Kategorie zu wenig bevölkert wird sein. Aber das ist nicht der Fall. Gut, ja, in dem Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.